Guten Morgen. Das ist wirklich noch wahr ein sehr schöner Tag und ich freue mich, hier mit Ihnen zu sein von des Morgens. Wir haben sehr schöne Lieder gesungen und viel Vers gelesen im Wort und wir haben von der auch noch sehr was fernet, was da passiert, wo wir ein paar Lieder nehmen hier bei der Kirche. Wir planen noch und ein paar Wochen wieder. Some Person zu taufen. Und dort ist bloß die Arbeit von der Kirche. Menschen, eine Städte sein, wo Menschen sich können bekehren, eine Städte sein, wo Menschen können bekommen und sich erfahren, die sind Support von der Gott, seine Familie hier auf der Erde. Wir haben nicht das Recht, irgendwem an Gott seine Kirche näher zu holen, dort hat Gott, aber aus einer Kirche hier, das ist wie eine Gruppe, eine Familie, wo alle gläubig sind, und wir können uns an der Mutter sprechen und aus einer Familie durch sein für uns alle taub. Und so das ist in Gott des Morgens. Ich habe hier ein bisschen eine Wohntafel von der aus Morgens. Ich will sagen, ein paar Dinge noch aufzumalen. Ich hoffe, das badet keinem, aber vielleicht wird das ein Segen kann sein für uns alle. Ich kann ein sehr einfach, ich will nicht sagen, dass das einfach ist, aber ein sehr simple Topic, was ich sofort, was ich von reden will. Und ein paar von dort kommt, das ist nach vielleicht ein paar Jahren, 3 Jahre, sag ich einmal, Gott sein Wort nennen, loten da, dann komme ich, was in Titus, 3. Kapitel, und du seht Paul zu Titus dort, remind hij aan, maar waar holt hij dort die ganze salvation plan en hij zegt zu Titus, hij zal niet vergeten de mensen immer waren denken te helpen van wer zij nu zijn en zijn kerk. Wat is passiert? En zo dat thema van des morgens, dat is dus dat nieuwe leven, wat is passiert? Wat is dat? Wat is dat wanneer we dat nieuwe leven hebben? Wat is dat wanneer we Christen zijn? Wat is passiert? Veel van ons zijn vielleicht bekannt met some dingen wat we leicht einmal dan worden zijn. Okay, meine Sünden zijn vergeeft. En dat is ook zo. Onze Sünden zijn vergeeft. Wanneer ik nu word sterven als een Gläubiger, dan zie ik nu recht, Jezus te begegnen. Dat is nog een ding, dat is passiert. Wat is er nog zes wat er heeft geändert? Is mijn leven nu anders? Wat zijn some van die dingen wo Gott aan mij nu anders aankijkt, ver ik bekeerd weer? Some van deze dingen jankert mij van te reden. Voor mijn tekst, hoofdverse, wordt met een mes irgendwo in de Bibel wat kan vinden voor dat, maar ik dacht vandaag aan Lukas kapitel 15, vers 11 tot 32. En zo, ik wil, wanneer dat is een ganz bekende geschichte van den man wat de 2 jongens had. En de jongste jong die zegt op eenmaal te zijn vader dat hij wil gleichen dat afgoud te gaan, wat aangeheerd en dan voort hij weg. Voort naar een andere stad waar zijn familie niet is. En hij bracht dat geld door voor allerhande zinden. En zo de geschichte is zeer bekend te ons, maar ik wil dat nog eenmaal even lezen. Lukas, het 15e kapitel, vers 11, waar we aanvangen, but vers 32. Then he said, that's Jesus what it zegt, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there
wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fattened calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found.' And they began to be merry. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, 'Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fattened calf.' But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, 'Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat, that I might make merry with my friends. But as soon as a son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fattened calf for him.' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found.'" En ik geloof deze geschichte, dat wijst ons verschillende dingen. En we kunnen deze geschichte voor veel dingen brokken. We kunnen wat leren hier van den oudsten zijn, we kunnen wat leren van den jongsten zijn, we kunnen hier wat leren van de ganze geschichte, we kunnen voor sure zeer veel leren van God als ons Vater. Ik geloof immer waar deze geschichte, de hero in deze geschichte is niet de jongste zijn, dat is niet de oudste zijn, dat is God, de Vater in deze geschichte. En zo vandaar wil ik een beetje aan deze geschichte denken, daler van de point of view van God, de Vater hier. Wer is God, de Vater in deze geschichte? De tweede ding, wo we nu checken willen, is dat beide van de ziens in deze geschichte hadden troubles. En een van de troubles, wat ze alle beide hadden, ze kunnen dat niet verstaan, ze kunnen dat niet begrijpen, wer Vater wir. Wat van mens, dat wies nu God, wat van God, wat van Vater, wat van Gouda Vater, wat van hart Vater God heeft voor zijn mensen. Maar voor we ganz wat door zijn, waar we eerst nog een paar dingen een beetje klarer maken. En daartoe had ik me dit hier aangehaald.
En waar we zijn is dat kan klimpen wat titel ja zijn. So we weten dat als Gott Adam en Eva erschaffen deed, die waren taub geworden. So we waren hierboven bloß sehr simpel wat molen. Als Gott die gooft en wat molen uitdalen deed, dan zei ik we hingen de der geweest. En ik zie kort 40 jaar geworden en ik habe mich nu entschlossen, es steht Menschen, ich kann mir ja gehen, weil ich mit dir schaffen, weil ich kann. So, wir wollen das dann so machen, dass ich dann kann, finde ich. Und anyway, so Gott ist hier. Und ich wollte das lernen, hier bloß sehr simpel merken, das ist der Weg von Gott. Und so Gott ist immer gewesen, er wird immer bleiben, er ändert nicht. Gott ist Gott, das ist ein großer Thema, wenn wir bloß mal reden von wer ist Gott. Aber Gott ist auch uns Merker, er hat uns gemerkt. Und er merkt Adam und Eva und die, wo wir hier bloß so steht, Adam hat geschrieben. Und so, als Gott Adam und Eva gemerkt hat, er möchte einen Garten rein. Und so sind wir hier ein Schmacker geworden und da wir Gemeinschaft. Wir sehr ferne Gemeinschaft zwischen Gott und Adam und Eva. Die Gemeinschaft wird auch in der Weise sein, vielleicht even besser, als was wir von der durch dem Herr Jesus experience down. Aber das wird ein bisschen careful mit sein. Aber Gott wird du wirst keine Sinn, du wirst kein irgendwas, was ein Trähhält von und Gott sein Präsenz nanstoppen und sie werden du wirst in Gordon, yes, sie mussten du auch schaffen ist, was Gott designt hat für Sinn kommt, so dort ist nicht ein Fluch. Aber sie mussten schaffen, an den Garten schaffen, von den Garten abpassen, Dinge down du am Garten. Anyway, dann kommt Satan und Adam und Eva, die fallen. Die versinnen sich. Sie sagen, wenn das Wohnhof bloß noch länger wird, das wird bloß weit weg von Gott. So, nun haben wir hier einen Weg. Und das wollen wir bloß so sein, das ist der Weg von der Menschheit. So, wir sind Weg von Gott sein Weg, wir sind nun auf den Weg von der Menschheit. So, wir denken manchmal vielleicht, well, was ist der Unterschied? Was wirklich, ja, wir wollen nicht sind, es nun in dieser Welt, was für dem nicht wir. Aber wenn wir eine Schrift studieren, dann wir lernen, dass Gott ist der Anfang von Leben. Dort ist, wo das Leben zu finden ist. Und solange es Adam und Eva hier steht, mit Gott taub im Garten wäre, dort ist, wo sie das Leben finden dürfen. Und somehow passiert something, als Satan und er kommen und fragt, weil je nicht auch so Gott sein, Gott, der hält Dinge treu von uns, wird je nicht auch gleich zu weiten, was da reich und arreich wird. Und sie wollen dort, und so, sie sind nun von Gott weg. Und nu auf einmal in der Weg, wir uns leben als ein Mensch, nicht mehr an Gott fing, wir sind von der Source of Leben weg und wir machen uns Leben nu selbst uitfiguren in ten wasser Port. Wir wissen, dass Gott ist noch einmal Gott und dass er ist der, was den Odem in seine Hand holen wird, er jäft Leben, aber die Gemeinschaft, das Deipe, das wundervolle Leben von dort, wir Mensch weggefallen und wir hier nu kind of allein. Und die muss sich das nicht selbst uitfiguren. Und die Bibel ist noch klar, dass so, bevor ich das noch vielleicht ein klein bisschen so steht, so wir sind hier ein Mensch, und der hat ein Hort. Und an sein Hort, wenn wir uns vorstellen, das ist ein Stall.
Dus een stel. En we fingen in Lukas kapitel 6, we fingen door Versen en ook some andere steden, dat wat aan ons hart is, dat regiert ons. En dat out of the wellspring of your heart, dat is waaruit we reden en waar ons leven eruit komt. En zo een ander Beispiel wordt zijn, als Adam hier zo zit boven met God op weer, dan weer op zijn troon en zijn hart zat God erboven. God weer op den troon van zijn hart, die zat erbij. En die regiert Adam. Is dat verständlich? Dan als Adam zich versündigt, dan wordt God van des troon raufgeschubst met de zin en nu op eenmaal wie ik zelfs, die wat regeren deed en mijn hart. Zo dan steht God op den troon van mijn hart zetten, ha ik nu mijzelf. Dat is wat Adam en Eva nu hingen ranweren. Wil je niet ook zo ten vroegen, wil je niet ook tussen God zijn, weten wat er recht en aardig is. Zij zeiden met ihre woorden bewijzen zodat ze je dat is wat zij nu hingen ranweren. Nu God wil niet meer en dat den troon van ihr leven, die wir nu weggeschubst in God en zij weer nu zelfs. Wij dat een klein beetje comparen met bij Romafa, waar ik schaffen doe, daar hebben we welders, die zijn computerized. En we hebben manchmal trouble met die welders, dat die niet je schad schaffen willen. En we kennen, wanneer du am computer bent, am welder, wanneer die niet schaffen willen, we kunnen buiten aan die knijp draaien en aan die knobs draaien, maar dat niet. Wegen am hart is dat niet graag. Oder nog een weg van dat zijn, wanneer we een groot huis hebben, dat is ganz vol zeer schmakke elektrische meubelen en we kunnen door allerhande dingen wat we kunnen gebruiken, wanneer de control breaker, wo dat 4 am huis nemen, wanneer dat doen niet in de ordnung is, dan helpen die schmakke meubelen niet. Dan zijn die ganz nutzlos. En zo dat is kind of ook hart, ons hart, mijn hart, dien hart. Dat is kind of de control room. Dat is de computer wat even je poort van ons regeren dat. En zo wie God weer doorboven in een weg dat ze dat zijn van dem, we vallen als mens, en nu zijn we zelfs doorboven. We als mensen hebben control genomen over ons in het leven met van en zinvolle. Maar we weten goed dat dit schaf niet zeer goed. We weten dat goed, dat wanneer we die wat Tjenger hebben, dat een kind, dat darf gleich geleerd worden, zich selfish te zijn. Selfish is immer für sich selbst strijden. Ik weet niet, we hebben 5 Tjenger gehad, en ik had geen van die durf leren wat het moest, zich immer touwen en zelfs. Ik had dat nergens durf leren, dat wisten die van klein op aan, die wisten dat zelfs. Wanneer du een beetje speeltig weer wat ihnen interessiert, dan wollen zij dat. En wanneer ze dat niet krijgen, dan worden ze in Wasserweg geschreien haben. Wenn sie kriegen nicht, was sie wollen. Wenn er hungert und sie nicht Fuß eten kriegen, dann ging es manchmal sehr laut. Wenn irgendwer wo sie sich so fühlen, dass sie werden arg behandelt worden, dann auf einmal, dann ging es zu sein. Something muss you nu Fuß ändern. Because mir hat es nicht so schön, als ich wünsche, dass es deed, und ich wollte nu something mit tun, dat mir dat war wat schein gaan, zoals ik wil. En zo dat is ons alle verständlich en ons kent, dat wanneer we, en dat is niet bloß in ons Tjenger, dat is in ons grote mensen ook, keiner darf ons leren, voor ons zelfs te strijden. Dat is because we zijn op den troon van ons leven, ons hart.
wie sieht das Leben, wenn wir da boven satten down? Das sieht nicht so ja Schmack. Wir gleichen nicht, wenn uns Denken geholfen wird. Wir gleichen nicht, wenn wir das Korten eng zu holen kriegen. Wir gleichen das nicht, wenn uns nicht die Ehe gegeben wird, was wir glauben, was uns traf. Wir können das nicht, gleichen das nicht, wenn das wir auf einmal fair uns kommt. So dort sieht das Leben. Das ist uns, glaube ich, alle bekannt. Nicht only sind wir nu in das Control Room von uns Leben, uns Hort, wir sind in Control. Das steht hier so steht, das Paradies. Dort wie eine Säuerscheine steht. Und du und ich sind nicht erschaffen worden, wie Gott zum hier wohnen. Gott mögt uns zum Hierband sein. Das scheine Leben in dem Garten von Eden, dort jankert uns. Du hast ihn nach einmal ein Verlangen noch. Aber wir wollen nicht durchhauen auf den Weg, was Gott will haben. Wir wollen somehow, war das Scheingons, was Adam einfach da hatten im Garten, wir wollen den seinen Tritt kriegen, aber ab uns einer Weg. Und so wir spenden Millions of Dollar an Dinge, was uns sollen das Leben schein merken gehen. Wir schaffen schwor, Tim war dort, wo wir den Dollar hat, Tim haben vielleicht noch war, was immer das ist, was uns jankt, das soll nach mal schein gehen. Dort ist die Human Experience. Wir wollen hier die Freiheit, die Scheingons, was wir hier boven haben, die wird wir gleichen, war er treten haben, aber uns trauen, jankert uns nicht abzugeben. Das ist ein Leben von Frucht, schlechte Frucht, selfish Frucht. So wo fällt Gott sich am dort? Wir ein Schwindel nachchecken. Of course, das erste Ding, wo ich ein klein bisschen von reden darf, wie ein Mensch, der ist gefallen in sein Leben. Du hast nu die physical, die körperliche Tod, die kämpft, dort sind wir uns sicher, wir sein dort even das letzte Werk war, dort, wir weiten, dort du hast kämpfen Tag, wo uns ein natürlicher Mensch, der wird sterben. Aber wir weiten noch, dass ich sehe, aus Adam hier rauffall, dort das Leben, dort was er hat, dort verlor er dann auch fort. Und so, Gott seine Einstellung, was er dort an Gott seine Einstellung, wenn er hier raufchecken dort, nur die Menschen, was er erschaffen hat für hier boven, dass er hier nicht war, dass er hier nicht eng sind. Und so, wir weiten, dort Nummer 1, ich werde nicht alle durchschreiben, das nimmt vielleicht zu viel Zeit, aber wir haben dort, die Charpel ja dort, und Jessel ja dort. Der zweite Punkt, wo Gott seine Einstellung über den Mensch ändern dort, wie dort hei as, Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wir gleichen das dritte Kapitel von Johannes Säuer, because dort have some Säuer popular verses dabei. Wer weiß Johannes 3, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Für Gott lief diese Welt zu sein und Gott sind ihn sehen. Dann können wir, das ist ein von den ersten Vers, was wir lernen. Aber der 36. Vers, und das selbe Kapitel, dort lest es steht. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Okay, durch die Einstellung von Gott, ein Mensch, der nicht an Jesus glauben hat, das ist nicht bloß, okay, das geht. Nee, du hast ein Port von Gott, was ab dem sein Leben ist, was das Leben wird schwor machen. Und ich weiß nicht, ist das rechte Wort ist für Wrath, wenn ich sage, der Zorn oder der von Gott ist, der ist ab den Mensch. Wir weiten, dass Gott, der gleicht den Mensch, aber er solche Zeit, der Zorn, der Anger von Gott, ist ab den Mensch auch. Wenn wir noch ein paar mehr Verse reden, lesen von dort, solche Dinge. Psalms, der 5. Kapitel, Psalms 5, the 5th Psalm, Vers 5, as I steht. For you are not
a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. The boastful shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. Dat is de vijfde vers krijgt dat de laatste punt. God, you hate all workers of iniquity. De elfde psalm, vers 5, zegt, the Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, his soul hates. En so de Einstellung, das erste Ding, was für sure passiert, wir kriegen den Tod. De geestelijke dood, ook de natural dood. De tweede ding is, God zijn Einstellung te hebben, was het geändert nur den Mensch. En dat du is de zorn Gottes, die is op de mens het. De derde ding, wat du is dus een eeuwigheid. En we worden voor immer von Gott getrennt sein, unless something else wird passieren. Dort ist, wo das noch angeht, eine Ewigkeit, wo wir ganz von Gott getrennt sind. Dort ist actually dort weicht einem ab, wenn daran denkt, dass solange ich hier auf das Thron sitzen, dann sehe ich auf das Weg, dort geht nur eine Ewigkeit, wo einer ganz von Gott weich ist. Was müssen wir tun? Die Geschichte hier tue nicht ab. Es steht die Menschen dort in der Apostelgeschichte auch. Aus Apostelgeschichte 16, 31 haben sie kurz gefragt, was müssen wir tun? Wenn das ist, was uns passiert, was müssen wir tun? Und dann sagt er, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Römer Kapitel 10, Vers 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Und so, wir haben verschiedene Dinge versucht, war hier in der Hecht zu kommen, wo das Schein ging, aber wir kennen dort nicht. Und dann kommt Jesus. Ja, dann kommt Jesus. Und hij buden weg, wat dan zware tre, Jesus dit, nu Gott zijn weg, wordt brengen. En er zijn zoveel versen in de Bibel, wat dit krijgt Jesus dit zijn. Jesus is de weg. Aber ich dachte, in meinen Devotions ist der letzte Weg, komme ich auf Kolosser 1 und 2 und Kolosser 2, Vers 3 und sagt it, and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all your trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Du bleib ich stehen, als Jesus kom, und hij sagt, wird Jesus dit schaffen deed. Hij kom, en als am Kreuz genäht wordt, dann wordt meine Sinn, deine Sinn, alle von die wordt Jesus dit Kreuz non genäht. Und wenn wir an glauben, dann ist es hier in Kolosser sagt, dann wird das wahr. Dann ist das alle wahr. Das, was verlangt wird von einem, der Sinn, das ist wahr. Das ist ein bisschen, wenn einer sich verschuldigt hat, jemand gesagt, und jemand einer vor dem Judge kommt, ein Richter kommt, und nun gesagt, dann wird einer niemanden das tun. Aber wenn der Richter dann sagt, no, ich will das alle strecken, dann ist das alle gestreckt und du kannst die Stufe rücken als ein freier Mensch. All das, was du hast sollst tun, zum betonen, das darfst nicht tun, wenn der Richter sagt, dass du bist frei. Ich will das alle strecken. Und so steht es auch in uns Leben, wenn Jesus sagt, wenn wir in seinem Wort, das sei ja klar, wenn wir mir glauben wollen, er ist der Richter, er kann uns freisprechen.
ganz frisch sprechen. Und dann hast du kein von den alten Requirements anymore. Und was passiert dann, wenn wir in Jesus glauben, nur als Jesus oder Gott war auf dem Thron in uns Leben? Wo fing ich dort? Johannes Kapitel 14, 23. Vers, da sagte, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. 1 Korinther 3:16, do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God who dwells in you? There's lots and lots and lots of Vers. Wenn wir an Jesus glauben, dann uns frei spricht, dann wohnt er in uns Hort, in uns Kontrollraum von uns Leben, durch was er wohnt. Nu, dat Gott in ons leven dat, we zijn nu geändert. Dus een ändernis wat er passiert in ons leven. Dat is een beetje zoals een boom, wat er op een slechte wortelsysteem heeft lang verproefd vrucht te merken. Maar het heeft niet geschafft, because dat wortelsystem, de main stam, dat is krank. Die kan het niet. En de vrucht van de boom, dat is beter, dat is niet reich, dat is aardig, dat is te niks te brokken. En dan, nu, dat in zo'n wacht ook, wanneer we den boom, dat bovenste poort van den boom, nu worden afhaken en brengen dat op een stem, een tronk op, wat de fijn gezond is, wat de fijne wortelen heeft, fijne eerdormen, en planten den door op den tronk op. Nu op eenmaal, nu krijgt de bovenste poort van een boom, krijgt de nahrung wat den fehlt. Nu op eenmaal schaft het de Ungbahn, nu schaft het de kraak. Nu op eenmaal kan de boom aanvangen vrucht te brengen, rechte vrucht. Dat is wat de bekeering in ons leven deed. Dat remind me van some missionary friends wat we in Thailand hadden, die deden in China, we schaffen en ze proefden zij hier die arme mensen door met te helpen met een soort vruchtboom te raisen. En dat schafft niet, because die hadden de willekeuze in die area. En die willekeuze, die gleichen deze vrucht ook. En verder irgendwo riep wordt, irgendwo wat vrucht ging van te harvesten, dan komen die willekeuze en eten die dat alle weg. En zo zij vangen uit dat wanneer we zum Beispiel, ik ga een beetje vergeten wat van een vrucht dat alle weer, maar wanneer het een appelboom weer, dan weer een soort boom in die area die had, dat weer basically een spekkerstuud, een grote spekkerstuud. En zo wanneer ze de top van den spekkerstuud afstiegen en namen een appelboom en den door naangraft bovenop den trunk, dan de kaze, de kande, de spekkerstuud. En zo ze waren niemals hier zo zitten nu de appel komen. Because dat spekkert. Ze wisten dat du kunnen ze niet voorbij. Ze gleichen de spekkers niet. En doorboven kan nu de boom van appel produceren. En dat is een beeld van ons leven. Nu op eenmaal hebben we het rechte systeem aan ons been. Nu hebben we vrucht brengen, goede vrucht. Dat is een ganze message in itself. Wat passiert wanneer we geboren is in de proces van einem sanctification. Ik kan het ietsje woord niet groot doorhouden, maar de proces we worden Amadalah, zoals Jezus. En zo nu is het anders. We waren hier, Jezus is ons hart en hij wil leven door. Nu heeft God zijn aanstelling tegen ons ook geändert. Wat is dat nu? We hebben teruggegaan naar ons tekst. We hebben hier 2 broeder. Beide van die kan zijn, die hebben een zware tijd te ervoeren leven en ervoeren vergifnis aan te nemen. De jongste zijn, die wil zijn favor, die wil zijn noem waren 3 arbeiden.
als hij door op een staap essen, am Feld bij, dat zijn voeren thuis, die heeft al deze oorbaren, wat er veel beter te eten hebben, als hij denkt hij zo, wel, ik wil teruggaan, en ik wil mijn voeren aanbieden, als ik niet kan zijn oorbaren zijn. Je ziet, wanneer een oorbare is, een oorbare, wanneer die goed genoeg is, die kan zijn wages naar huis holen. Een oorbare, wanneer die goed genoeg is, die kan op eenmaal een hogere anerkennung haben, geschafft. Wie schon veel van ons schaffen en geschafft. Die kan wat zich wat verdienen, zich zelfs naar huis schaffen. Das jüngste Sehen, hij wist, hij had really aardig gedaan. En hij wist dat hij traf het niet, dat hij war terug zal in de familie nemen zijn. En hij had vielleicht dacht zich dat zou zijn voeren weer vlechten. Gauw daar voeren en die wordt genoeg gaan op aan. Dat wordt vielleicht möglich zijn, aber wird hij dat niet zijn. So hij wordt teruggaan en hij wordt zich aangeven als een oorbare. Vielleicht kann zich some van de, vielleicht kann zich wat twee oorbaren. En als hij terugkomt, 21. vers, de voeren die horchte niet meer nog. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Haf niemals nicht tijd zum nach sein, wo sie das nu waren, wo hij nu wat schaffen, sich sein Tree en zijn Vater seine Familie te schaffen. The Vater sagt beschwind, but the father said to his servants, bring out the best robe, put it on him, put a ring on his hand, and sandals on his feet. See, and Gott zijn reich, wenn Gott in uns Gott ist, wir können uns das nicht verdienen. Gott seine Vergiftnis, Gott seine Life, die können wir uns Gott verdienen. Die kämpft. Wir uns trifft das Gott. Ab kein Weg trifft uns das. Aber wenn wir Gott annehmen, dann Jesus annehmen uns Gott, das kämpft. Das hat nicht mehr zu tun mit, wo soll wir schaffen dann, wo ehrlich wir sind, für so viele Jahre billig zu schaffen, das und dort zu tun. No, Gott seine Life, Gott seine Vergiftnis, das kämpft für free, wenn wir an Jesus glauben dann. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht wundervoll? Und Gott seine Beker, wir sind either vergift oder wir sind nicht. Das ist nicht half. Wenn wir so viele Jahre nicht Geschmack sind, dann wo ich. No, wir sind ganz. Als een kind, ik heb een fijne ouderen gehad, maar door weer het manchmal zo, dat ik wil niet geschat zijn. Nou, eenmaal wil ik niet geschat zijn, dan wil ouderen mij aan denken geholpen. Voor de Lothar waren niet geschat zijn, waren denken geholpen. Zo staat je het weer. En dan op eenmaal, dan wil ik waren niet geschat zijn. En dan wordt het zo weit zijn, nu had ik een straf verdiend. Dan wordt something zo dit zijn gezegd worden. Dit is nu al lang zo dit je was. Al deze verschillende dingen wat je verder gedaan hebt. En dan op eenmaal, nu kämpet. Nu waar we dit traag fixen hier. En zo, voor zo veel jaren heb ik manchmal aan God zo stad ook aan gedacht. Ik wil me vielleicht verschuldigd hebben in God verzündig. Wird Frauen kosten mich zu Gott holen. Und ja, ich kann jetzt sagen, ja, dass die Bibel sagt, wenn wir uns das leid hat, dann wird uns zu Gott holen. Aber in the back of my mind fällt sich mir so, Gott wieder vielleicht auch mit einer Wandtafel irgendwo und hat meinen Namen durch. Ja, ein Strich. So haben der Lothar war, der zweite Strich. Und einer lebt dann in Angst. Einer weiß nicht, einer weiß sich selbst, der Mensch an uns, dass vielleicht wo ich noch war, das nicht treffen kann, vielleicht wo ich nicht war, so perfekt leben kann, dass Gott sein Wort verlangt. Wir können das nicht ganz glauben, ich kann das nicht ganz glauben, dass Gott hat mir wirklich rein alles vergeben. Und dass wenn er einem, was einmal ganz vergeben hat, das ist ganz wahr. Du hast nicht nach irgendwo ein kleiner Strich, dass du abklappen, dann. Einmal ein Tag, was mir noch versehen, dann gibt es dort. Trag. No. Vers, was mir sehr, sehr wichtig, viel wert sind.
in 1. Johannes, 1. Kapitel, Vers 5, du sagst, Johannes ist das. This is the message which we have heard from him and declared to you, that God is light, and in him is no darkness at all. Wer wir Johannes? Hij weer de disciple, wat aan Jezus zijn brastlijn deint, als dat laatste Ankerstop hadden. Hij wist vielleicht besser als irgendwer, wat aan Jezus zijn hart wir. En hij sagt durch den Heiligen Geist seine direction, dat in Gott du es rein kein darkness. Du ist kein Geheimnis. Du es rein nicht von. Du hast dich hier verscheucht, ich wollte ihn partially vergeben. Ich wollte die Ware partially vergeben. Aber passt du ab, da nicht das zweite oder das dritte Mal. Nee, da ist immer verjäft uns ganz. Und Gott seine Beker, wir sind either verjäft oder wir sind nicht. Aber Gott gibt uns nicht die Freiheit, nicht bloß so zu leben, als wir wollen, und wir sind sehr klar mit. Und das ist nicht mal wirklich in Wirklichkeit möglich, because an uns Hort, wir haben den König, der will gerecht. Der König an uns Hort als Jesus, der wird uns niemals in Sinn laden. Und so, dort ist die Einstellung. Wir haben nie das Leben gekriegt. Wir sind nie auf nie Trunk vom Baum geplant. Wir können nu live und Vergebnis experiencen in ons Leben. Der älteste Bruder in dieser Geschichte, der hat auch den Trouble von Vergebnis zu verstehen. Hier wie ein Exempel von jemandem, was wir tüß geblieben, wie immer Schmack gewesen. Aber in sein Leben schafft er als ein angenommener Arbeiter. Er bringt das ab. Er sagt zu seinem Vater, check mal, was ich für die getan habe. Wo ich die immer weiter gesurft habe, wo ich all das Geld das getan habe für den, du hast aber nevers mir die Kause gegeben, und ich kann in Fass haben mit meinen Freunden. Das ist die Attitude von jemandem, der sich das prüft, selbst zu verdienen. Someone what gleicht, wat sieht, dass someone else als vergeben worden, und dass they dort deserven that, und dort frustrate am. Dass es ein Stott geben, dass er es jedoch so schmack gewesen. Er soll doch noch mehr. Aber der Vater, der remind am und sagt, alles was ich habe, es dient, es immer gewesen. Aber die Ältesten sehen, die nicht trusten in sein Führer, seine Gott, dort, was die für ihn hat. Remind me of die Geschichte von ein Jungen, der hat sich auch sehr versündigt, und seine Eltern ging sehr schlecht über dem er ran von Tüß. Und über dem bekehrt er sich, und dann schickt er eine Message zu den Haus und sagt, den Tag, wo er auf den Zug bei Hof vorbeifahren. Und wenn sie ihm das zu gut holen können, was er alle getan haben, dann sollen sie auf dem und den Opelbaum, was sie für die haben, wird das Karren ableihen. Und so, der Tag kommt, wo er auf den Zug abstehen, und je dichter nur das Haus kommt, je Dollar geht am Schlag. Worin sie Eltern am zu gut holen? Worin die am zu gut holen? Und zufällig hast du ein anderer Christ bezieht am, und über dem, er sagt ihnen dort mal, was du am Gehen ist, und er sagt, wenn wir schrammen, diese Einkommen, dort ist, wo meine Eltern ein Haus ist, er kann bloß nicht meine Uhr abhauen. Ich will meine Uhr taumeln, und dann sollst du checken, wenn du irgendwo in Wettet lernen, oder was zu sein ist. Und dann als Ramarai kommt, und dann sagt das andere Mensch, da die nicht merken. Alle Bäume für die der haben Wetterlerkes an. Die Eltern wollen schön merken, wenn die sehen, wird vorbeikommen, die werden sein, wird sein, dass sie haben am zu Gott gehalten. Wir wollen uns himmlischer Vater auch zu starten und checken. Noch ein Ding, was da passiert, wenn wir weiter geboren ist, wir kriegen frische DNA.
En ons natuurlijke mens, wie ons laat het nu onze ouderen. Veel vaak hebben we niet gehoord dat die zit nu die voeren, die zit nu die mama, die likken zijn dit vriendschap nemen. Waarom is het dus dat? Nou, we zijn een product van onze ouderen. Ons physical body komt van onze ouderen. En zo in een natural sense, we ons laten onze ouderen, een part van ons at least, we zijn ons ene mens, maar ons laten nog ons vriendschap. Verten laten ons onze ouderen, we reden dus onze ouderen, we sometimes wanneer een uniek weg van gaan is, en die familie dat jet te zijn, die likken en zien die familie en blus met zus de jaat. En dat is because we komen van onze ouderen. Dat is ons natuurlijke weg. Dat is het widerschaffen dat. Nou, dat is verten goed en het borat ook niet. Maar wanneer de familie een reputation heeft. Oh, dat is een familie wat er trouble heeft met drinken. Dat is een familie wat er trouble heeft met dol zijn. Dat is een familie wat er trouble heeft met wat allemaal is. Negatief. Veel meer dan wat ons als mensheid oké, so ik kan me verwelmen zijn, mijn familie heeft trouble met dol zijn. Nu zie ik irgendwo dol geworden. Ja, die likken best zijn voeren. Die likken best zijn grootvoeren. Ik kan me nog bezien van den zijn grootvoeren als die dat is het dan weer. En zo, die likken plus zijn grootvoeren met zijn dol worden. Dat is niet zo goed, is het? Ik ga goede nieuwigheden. Dat de weg van ons leven, die darf niet zo zijn als ons familie noemen wordt zijn. Want wie waren geboren zijn, dan zegt Jezus durch Johannes, dat wanneer hij aan ons komt, dat zijn zoet is aan ons. Hij is die wat ons fresh het leven geven dat. Hij geeft ons nu. Jäsel je DNA. We kennen nu, hij is nu ons jäsel je voeren. En ons jäsel je leven, zoals we ons benemen, zoals we behandelen, dat is nu niet dependent op onze familie. Maar ons leven, dat komt nu van Jezus. Er zijn zo veel farge wat we hier nog willen kennen. Nee, maar we krijgen een nieuwe familiesnoem, want we waren geboren zijn. En dat is zo veel waard. We krijgen een frische familiesnoem. Dat die noemen, dat is Christus. Nee? We zijn nu zoals Christus. We proberen nu zo te leven als Christus wil gaan. En dan het laatste wat ik dus nog briefly wil zeggen is, we krijgen een frische huis. Du is een nieuw thuis. Nou dat wat een beetje anders zijn is hier, maar niet wenn je herrlich, niet wenn je dat het wat schijn gaan. We checken verder weg als een frisch, nieuwgeboren mens, dat aan de toekomst waar we voor immer met Jezus top zijn. Waar ons Körper van zin, ons Körper van Schwierigkeiten, wat weggenomen zijn, en we worden voor immer met aantoep kunnen zijn. Ik gleich dat Beispiel Zoya, wat Samuel had op Norman Panische begrafenis, dat we de Verse in Offenbarung zijn, waar Gott wat onze troon wegwaschen, dat weggewaschen, dat wordt ook al die scars, al die Schwierigkeiten, dat wordt het dus wegwaschen. We hebben een nieuwe body. We krijgen, worden voor immer met Jezus top zijn. En zo, we ons doen nog manchmal reminder van deze geschichte. Als ware geborene mensen, dit is wat Jezus aan ons gedaan heeft. Dit is wat hij voor ons gedaan heeft. Dat heeft niet bloos met te doen met wat hij tianetiek gedaan heeft. No, hij leeft ook in ons nu nog. En we kunnen voor hem leven. We kunnen een leven leven wat hem pleasen dat. Niet wegen we zelfs de kracht hebben, maar because Jezus, die geeft ons de kracht. We have nog beden. God, I just want to come to you this morning, and I thank you for your message of hope. I thank you for your message of a future with you. I thank you of your message of love and forgiveness towards us. There are so many other aspects of life that changes when we invite you into our life and allow you to control the throne of our hearts. Lord, I pray that that would be the experience of everyone here, and that we would always
walk in union with you. In Jesus' name we pray. Amen.